Herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe hier vom Let's Play zu Fire Emblem Fates Mächtnis und ja, also ich meine jetzt so für den mittlerweile bereits 59. Part des Let's Plays. Ich meine, geht schon relativ lange, weil man bedenkt, dass es im Prinzip einer von 3 Teilen ist. Aber gut, jo, ich habe offscreen noch ein bisschen hier sortiert, das ganze Inventar und so. Hat eigentlich nicht so viel jetzt getan, ging mir ein bisschen darum zu gucken, wo könnte bei wem noch irgendwie was ändern, bei Hinoka zum Beispiel. Eventuell noch ein Doppelnaginat, wegen Waffenvorteil zum Umkehren. Bei Orochi muss man noch ein bisschen gucken, wegen Waffenlevel und so erhöhen, nicht wahr? Ich habe es noch ein bisschen sortiert noch, sonst nichts Neues. Bin dann halt einen stärkeren Pokémon, hab den von Takumi genommen, genau. Aber auch nur Mixtur, glaube ich, aufgefüllt. Genau, bei Kagero auch noch nichts. Betonung liegt auf noch nicht. Bei Kenny sowieso noch nichts anderes machen. Ich meine, die anderen 3 besten Steine soll es sonst anderes ihm geben. Da kommt eventuell schon bald mal Kageros Pfeil raus, weil, naja, ich weiß nicht so richtig, was das Teil bringt. Eine gegnerblendende Waffe, ja toll, aber sinkt er da so eine Genauigkeit oder was? Ich hab da die Werte irgendwie fehlen dazu noch ein bisschen. Rinka auch noch gleich geblieben, die sollte bald schon mal ein höheres Magie-Level haben, oder wohl eher Bücher-Schriftton-Level haben. Scarlet, jo. Takumi, ich glaube bei ihm ist Illusions-Yumi wieder dabei, genau. Illusions-Yumi wegen Blutsresistenz, das kann je nach Situation natürlich mal rettend sein. Ryoma, da aber noch jetzt neu gegeben. Doppel-Katana wegen Waffenvorteil zum Umkehren und Axt-Spada mal zum Testen. Ne? Ich meine, generell ist ja auf dem Waffentypus her, vom Waffenträger, sowieso schwerterstark gegen Äxte-Keulen. Aber mal gucken, was das jetzt so bringt. Shura, glauben, Stab mehr geben und ansonsten. Wieso hast du eigentlich noch ein Heilmittel? Genau. Da genau, überall Heilmittel durch Mixtur, jetzt welche hatte. So. Jetzt, wo wir weitermachen, würde ich noch gerne meine restlichen 2 Upgrades verteilen. Und zwar kriegt sie noch ein bisschen Göttin-Ikone, damit es wieder ein bisschen mehr krittet. Wäre ich sehr dafür. Und Rinka kriegt noch den Talisman, weil, ja, sie ist doch eigentlich eher diejenige, die ich gerne an die Front schicken würde. Und Verteidigung ist schon geil, keine Frage, aber ein bisschen mehr Resistenz mit ein bisschen mehr aushält, wäre schon auch noch heftig geil. So, Waffenschrift wollen wir noch behalten und dann würde ich sagen, starten wir doch mal in das nächste Kapitel gleich. Natürlich erst nach den Unterstützungsgesprächen, ist glaube ich klar. Jo. Das kann ich dann wohl machen. Ihr weiß, bieten wir den Gott der Flammen an. Oh Gott, das erinnert mich ein bisschen dann. Ja, in The Witcher 3 wieder. Ich weiß nicht, den Gott der Flammen war, aber naja. Übrigens, Leute, wenn ich schon mal dabei bin, ja, wir sind jetzt bereits bei Kapitel 24 und ich habe so langsam, also ich glaube, das Spiel hat maximal 29 Kapitel. Daher, oh, kann man schon mal langsam so denken, wann wir mit dem Spiel durch sein werden. Und die Frage war ja immer noch, starten wir danach, also die Frage, nee, der Plan war ja von mir ursprünglich danach mit Herrschaftsstand und Schluss Offenbarung. So. Aber im Prinzip ist Herrschaft, ja, wie soll ich sagen, von den 3 Teilen ist im Prinzip der schwierigste. Das war noch ein interessantes Gespräch hier, wa? Man muss trotzdem jetzt mal erwähnen. Ja, eben Herrschaft soll der schwierigste von den Teilen sein, also sprich Vermächtnis, was wir jetzt sagen, ist ja der einfachste Teil. Offenbarung, der eigentliche Schlussteil, ist mittelschwer und Herrschaft ist das schwierigste. So. Daher natürlich denke ich mir direkt, okay, Herrschaft dauert natürlich am längsten. Allerdings soll sich Herrschaft nur in einigen Punkten von diesem Spiel, sprich vom Vermächtnis, unterscheiden. Sprich von der Story her. Und was Story betrifft, ist halt vor allem Offenbarung der 3. Teil derjenige, der doch ziemlich anders ist. Da denke ich mir natürlich so, okay, jetzt bin ich bald mit dem hier durch, das andere Herrschaft ist ungefähr ähnlich. Ja, geht mir vor allem darum, dass natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, das Interesse so, versteht ihr? Man ist das Interesse für Offenbarung höher. Wenn man so überlegt, okay, jetzt haben wir das durch, wir erfahren noch dies und jenes und denken uns so, vielleicht noch, ja, eben Offenbarung soll dann den wahren Hintergrund von der ganzen Geschichte offenbaren und denken mir so, okay, da wäre vielleicht doch
besser, wenn ich zuerst den, also sprich im direkten Anschluss an das hier zocke. Ja, bin da wie gesagt noch ein bisschen Zwiespalt. Einerseits, wie gesagt, ist halt der dritte Teil, oder? Von dem müsste man den eigentlich am Schluss spielen. Andererseits, wegen der Story und so weiter, wenn wir nachher auch nochmal Herrschaft zocken, dann auch wissen, okay, die Kapitel sind von der Aufgabenstellung ein bisschen anders. Hier und da ist es ein bisschen komplexer und vor allem natürlich viel schwieriger, weil die Gegner stärker sind, mehr sind, wie auch immer. Aber ansonsten ist die Story quasi umgekehrt. Wir kämpfen auf der Seite von Nur in dieser Hinsicht und dann gegen Hoshido. Also sprich, hier ist ja vor allem Sender, sollte der erste große Bösewicht, also nicht Bösewicht, natürlich der große Gegner sein. Zum Schluss halt König Gaon und dort soll es ähnlich sein, es irgendwie halt. Nein, was muss nicht normal hören. Ja, es ist halt der Ryoma, dann der nächste wäre in der Reihenfolge, also versteht ihr, die Reihenfolge her sei ähnlich und am Schluss der König Gaon und so weiter. Das soll ja alles bei Offenbarung anders sein. Und daher dachte ich mir jetzt so, frage ich mal euch, ganz ehrlich gesagt, was würdet ihr eigentlich lieber sehen bei mir als nächstes? Also sollen wir jetzt im Anschluss hier an Vermächtnis, sollen wir wie geplant den Herrschaft-Teil spielen, der ziemlich sicher länger dauern wird, weil er auch ja, schwieriger ist von Missionen her. Aber halt von der Story her quasi einfach nur Spiegelbild sein soll, aber sonst ja einfach nur die andere Seite, aber ansonsten alles andere soll etwa gleich bleiben. Oder aber sollen wir doch Offenbarung spielen, was uns dann, was eigentlich ein bisschen logisch wäre, oder? Weil wir jetzt, wenn wir den Teil ja durch haben, denken wir natürlich schon, okay, jetzt wissen wir das so und so, wir können uns denken, was bei Herrschaft passiert, aber wie sieht es denn wirklich aus? Was ist bei Offenbarung, was sind die wahren Hintergründe hinter all dem? Sind sie noch an Gespräche hier, wa? Jo, wie gesagt, wenn wir mal interessieren, was ihr dazu haltet, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Denn ich denke, wie gesagt, wir haben sicher noch etwa, wenn es auch 4-5 Kapitel sind, sicher noch mindestens 10 Parts vor uns. Und das heißt, wir haben natürlich noch genug Zeit, uns zu überlegen, welches Teil als nächstes. Also wie gesagt, ihr werdet sowieso alle 3 spielen, von dem her ist bloß die Reihenfolge noch entscheidend. Ich denke mir echt so, dass halt sich viele dann irgendwie denken würden, ja, jetzt haben wir Vermächtnis, okay, Herrschaft ist ungefähr ähnlich, aber halt die andere Seite, ja, zock du mal Michael, ich gucke vielleicht ab und zu rein und dann sicher bei Offenbarung wieder. Denke ich mir so, ja toll. Wenn das schon etwa 70 Parts am Schluss dauern wird, oder hier Vermächtnis, dauert dann Herrschaft etwa 90, 100 Parts sogar. Und dann haben wir natürlich noch Offenbarung, was nochmal etwa 70, 80 Parts sein werden. Also, ja, das darf ein bisschen lange dauern, versteht ihr? Sieht aus ein Ryoma! Oh, meine Vergangenheit. Das wäre halt dann noch interessant, wenn man so überlegt, okay, jetzt haben wir einen einfachen Teil, also einfach, ja, von der Schwierigkeit der Mission her, sag's mal so. Dann Offenbarung wäre der mittelschwere Teil, der ein bisschen komplexer ist diese Mission, weil hier geht es nur darum, halt zu überleben, also sprich, nicht überleben, sondern halt alle zu besiegen, im Grunde genommen. Ja. Obwohl, ich glaube, 1 Missionen hatten wir, aber wir können Gaon, wo es echt darum ging, nur zu überleben. Und das soll also ja, ein bisschen komplexer sein, aber vor allem bei Herrschaft um einiges schwieriger und umfassender und hast nicht gesehen. Jo, von dem halt auch noch interessant oder so, von einfach, mittelschwer, schwierig. Bei den anderen Seiten, wenn man so überlegt, okay, nachher haben wir Vermächtnis, Offenbarung dann durch und dann kommt dann zum Schluss erst Herrschaft. Ja, ist nicht mehr interessant, weil wir kennen bereits alles, wobei, wenn man halt einen der 2 Teile gezockt hat, kennt man einen anderen, dann kann man sich das ja auch denken, oder? Es geht mir darum noch als Herausforderung, ja, Herrschaft natürlich viel schwieriger, ist quasi ein Extreme Let's Play, wa? Das war auch noch interessant, wa? Diesen beiden Teil, wo es echt nicht darum geht, das Ganze halt durchzuspielen, die Story zu erfahren, und beim dritten, also sprich eben bei Herrschaft, wo es mir dann vor allem darum gehen würde, Hardcore-mäßig noch durchzustarten. Uff. Felicia und Kaden.
Wie gesagt, es waren auch mal so mal ein paar Ideen, die ich so hatte, bezüglich wie, wo, was wir da am besten machen sollten. Aber natürlich habt ihr auch ein Mitspracherecht und wenn wir einfach mal so interessieren, was ihr dazu haltet, hat noch ganz andere Ideen, die mir gar nicht einfallen und Inputs, die natürlich logischer sind. Und generell geht es auch darum, dass es euch gefällt, von dem her. Ist eigentlich nur als logisch, dass ihr auch mitsprechen könnt, so ein bisschen schneller jetzt. Es ist gerade, ich weiß auch nicht, aber wir haben gerade ein bisschen zeitliche Probleme, sag ich gerade mal 10 Minuten hin und ein bisschen gequatscht und so, eigentlich nichts Produktives. Noch interessant, Loschen ist. Wahrscheinlich. Ja. Takumi mit Rinka. Nein. Nein, es ist ein Tisch. Suchst du was? Schätze ich, ja, sie schätzt. Perfekto. Wobei ich mich ihm noch frage, wieso eigentlich Herrschaft der schwierigste Teil von allen sein soll, weil wir kämpfen ja gegen Hoshido und auch in König Garen trotzdem der Endboss immer wieder irgendwie ist. Es gibt irgendwie relativ wenig Sinn in meinen Augen und Ohren. Eigentlich müsste dann doch, wenn wir gegen Nohr kämpfen, wir König Garen an der Spitze, müsste dann doch eigentlich vom Märchen am schwierigsten sein. So, aber egal. Ja, es wird Zeit für Rang A+, einmal zum Testen. Die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, interessant, kann Rinka mit Kagero, so geht's, aber umgekehrt geht's nicht. Seht ihr, so geht's irgendwie nicht, aber so schon. Ja, weil einerseits hat sie bereits A+. Hä? Hä? Die war mit Rinka bereits A+, aber Rinka mit Kagero noch gar nicht? Das ist irgendwie nicht logisch, Freunde. Versuchen wir es mal, wa? Ja. Ich dachte mir schon, dass hier das gleiche ist wie das letzte Mal. Ja, ist einfach nur das hier, toll. Rinka mit Kagero, zack, so. Und jetzt mit Orochi ist aber umgekehrt. Der wird vor allem seltsam. Kagero hat mit Rinka. Rinka nur mit Orochi. Hä? Das muss ein Bug sein. Rinka mit Orochi ist logisch. Beide A+, okay. Aber Kagero hat auch mit Rinka. Das gibt ja gar keinen Sinn. Oder habe ich nur was verpasst? Ja, ja, also ich weiß nicht, Freunde, vielleicht könnte man da irgendwie ein bisschen aufklären, was irgendwie ein Bug ist oder keine Ahnung. Freunde-Siegel. Mal gucken, was es noch werden könnte. Was noch während Klassen war. Ja, natürlich. Nö. Vergessen wir es, Freunde, vergessen wir es. War interessant alles. Wird Zeit für Kapitel 24. Die Gruppe erreicht das Ende des Labyrinths und betritt das Schloss. Doch sie ist überrascht, wo sie rauskommt und über den Gegner, der sie bereits erwartet. Kapitel 24, Drachentränen. Klingt traurig. Puh, der kann schon keine Endzünde haben, oder? Langsam frage ich mich, ob wir nicht irgendwo falsch abgebogen sind. Glaube es oder nicht, aber ich erinnere mich sogar an diesen Tunnelabschnitt. Daher denke ich, dass wir schon sehr nah am Ziel sind. Und das beruhigt mich. Vielen Dank, Asura. Aber das scheint definitiv eine Sackgasse zu sein. Nein, sieh genau hin.
Da drüben sind Treppen. Man kann es von hier nicht gut erkennen. Der Ausgang muss oben sein. Also das Machtzentrum nur direkt über unseren Köpfen? Vielleicht sollen ein paar von uns vorgehen. Es wäre unvorsichtig, wenn alle auf einmal im Palast stürmen. Gute Idee. Wir sind an der Seite, Michael. Ja, wird schon schief gehen. Ja, irgendwie schon, wa? Ups. Wo sind wir jetzt? Ja! Das ist nicht der Thronsaal. Wo sind wir? Sieht aus wie eine Trainingshalle. Die Soldaten prüft man auf Herz und Nieren. Naja, zumindest sind wir schon mal im Schloss. Das ist schon mal geil. Ja, aber muss denn der Tunnel ausgerechnet hier einbringen? Wir sind umzingelt von nur besten Elite-Soldaten. Meine Göttern! Verdammt, sie uns noch nicht bemerkt. Wir sollen leise sein. Achtung, da kommt jemand. Was macht ihr Idioten da? Das ist eine Vollkontaktübung. Ich will das Blut richtig fließen sehen. Los jetzt. Zu Befehl! Das ist ja Hans. Gavin hat ihn wohl befördert. Ja, die ganze Gruppe hier ist ihm wohl unterstellt. Ich bin kein rechtssüchtiger Mensch, aber er hat Gunther von meinen Augen getötet. Ich würde gern seinen Tod rächen. Was sind wir denn an? Was haben wir denn da? Hauptmann Hans, in der Stadt verstecken sich ein paar Eindringlinge. Großartig, bringt sie her. Es werden uns als Zielobjekt dienen. Moment, das ist ja der Kleine. Hey, ich bin nicht klein. Hey Hans. Wie in aller Welt seid ihr reingekommen? Dann fangen wir dir aber nichts zu sagen. Lieber lasse ich mein Edeljato sprechen. Ihr drauf von meinem eigenen Bataillon? Ja, das werdet ihr genießen. Soldaten, reißt sie in Stücke. Hallo! Dragon Rage. Hallo! Das sieht scheiße aus. Spüre die Macht meines Schwertes. Hey, ja! Sind alle deine Soldaten so ungeübt, Hans? Was würde Gavin wohl dazu sagen? Scheiße, es ist viel stärker als gedacht. Soldaten, führt euch nicht vor diesem lächerlichen Kind. Alles leere Worte. Wenn es sein muss, opfert euch für den Sieg von König Gavin. Aber, Hauptmann, wie war das? Bei den Anliegen empfohlen, ich melde sofort bei König Gavin. Sicher wird er Bar mit dir und deiner Familie haben. Und jetzt Schnauze, bringt die Eindringlinge um. Dragon Rage! Scheiße, es geht doch in die Substanz. Das ist ja das jämmerliche kleine Kind, das ich kenne. Nicht aufgeben, Soldaten, jetzt genau da, wo wir ihn haben wollen. Ich werde zeigen, was jämmerlich ist. Sie haben weggelernt hat, wie ein echter Soldat zu sprechen. Weil er nicht der Einzige, der stärker geworden ist. Ich bin König Gavins neuester Hauptmann. Lasst mich euch zeigen, wie ich dazu kam. Pass auf! Verdammt, ich habe vergessen, sie abzugraden. Lilith, sprich mit mir. Dummer Vogel, ich hätte fast getroffen. Ist ja auch egal, das nächste Mal verwähle ich nicht. Ich schwöre, auf den ersten Schwung ist euer Kopf ab. Das wirst du mir büßen, Hans. Ich werde dich eigenhändig erledigen. Vor allem, wo kam Lilith plötzlich auf einmal her? Übliche Truppe. Jo, 15 Stück, geil. Kann man mal so machen. So, wie sieht's jetzt genau aus? Wir haben noch ein paar Minuten. Oh nein, jetzt kommt die wow. Der Pötter ist hier drüben, wa? Berserker mit Kriegerachs, Silbersternachs, die ist aber neu, wa? Chakram, Rang S. Wie kommen wir auf Rang S? Das geht jetzt gar nicht mehr, dass Rang A das Maximale ist. Oh ne, wie jetzt, da kommt mehr als Rang A? Aber bei uns ist da Schluss. Hä?
Vor allem wären Schuriken ja vor allem für sie, war? Oder vielleicht für Felicia, okay, aber... ich kann nur fragen, hä, was ist hier los? Wie kann man da noch weiter? Und ihn weiterentwickeln lassen, war? Gut, gut, aber wir haben hier zu tun, Freunde. Ach du Scheiße. Ja, was mache ich hier am besten? Nach oben gehen zuerst ist eine doofe Idee. Ich muss erstmal hier die 3 da unten... oh, die 3, dann kommen direkt den ersten. Ja, erstmal die 3 hier auslöschen. Und dann eine gute Eingreiftruppe für die haben. Das sprich, alles was irgendwie Power hat, nach unten schicken. Er hat einen guten Magieblock. Ich schicke sicher mal Asura hier hin. Relativ mobil bin. So, naja. Sie kommt da immerhin. Shura kommt ja relativ schnell voran. So, sich mal die 6er hier vorne. Okay, jetzt haben wir die hier noch. Sie müsste auch eher hier vorne sein. So, könnte aufgehen, wa? Let's fight, Boss besiegen wie üblich, nichts Neues. Gut, dann erstmal gucken. Wer hat hier eine gefährliche Waffe? Hänschen klein. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Seine gute Manieren zum Beispiel. Hä? Gar nichts Gefährliches? Oh, ein Wyrmtöter, der könnte wehtun. Die mag ich vielleicht auch irgendwie markieren, war wäre natürlich eine Option. So, die müssen zuerst mal weg, wa? Wenn ich die habe, kommen wir da relativ schnell durch. Okay, dann muss natürlich erstmal Rinka ran. Das ist ganz logisch, weil es soll ja eigentlich auch nachher noch ablocken. Ich habe mir ein bisschen effektiver vorgestellt, Rela sein soll. Die haben relativ viel Resistenz. Lecco mio. So, das war der erste Streich und der nächste folgt sogleich. Problem ist, wenn ich Ryoma dahin schicke, zum Angreifen geht schon. Oder auch nicht. Naja, kritet zwar, aber wenn jetzt beides mal kritten, um da irgendwie was auszurichten, das ist zu doof. Kagero! Das sieht schon um einiges besser aus. Ein Critical sowieso. Ja, Success ich auch. Problem ist halt, die Generäle haben noch relativ viel, auch Stärke mehr als auf dem Kasten. Die muss ich zuerst loswerden. Natürlich auch mobil, wa? Die halten eigentlich schon was aus, also von dem her. Die Feuerkugel kann nervig sein. Könnte auch Kaden, aber der hält verteidigungsmäßig nicht viel aus. Das ist dann mal das Problem. Elf mal 2. Ja, guck gerade, was ich das irgendwie am besten mache. Panzerbrecher klingt schon mal gut. Ich hätte zwar lieber, wenn ich noch jemanden da hinschicken könnte, aber passt schon. Gut, wird gleich geheilt. Was kann ich eigentlich nach dem Feld reiten und macht den Rest ja noch platt? Oder aber vor allem ihn hier, war als einziger Zauberer, vor allem wegen dem hier. Einfach 2 solche Typen, ja natürlich alles Mögliche, die können mich immer effektiv treffen. Das ist natürlich scheiße. Aber weiten jetzt zur Verteidigung. Ich gucke gerade wegen Kombinieren. 3 Verteidigung noch hin zu unterstützen.
Das könnte was werden. Der trifft noch ziemlich hart. Ryoma. Ja, das sieht doch gut aus. So, denke mal, der Plan dürfte klar sein, weil das irgendwie Gedenke zu machen. So. Dann mal noch ganz kurz mal ein Feld bewegen. Das wird Asura übernehmen. Dann muss sie da weg. Davor ganz kurz heilen, ne? Mit ihr sind noch weit. Mit ihr ohnehin auch. Also sie nachher hier hinstelle. Zum Ablocken halten. Vor allem müssen die noch geheilt werden. Vor allem Silas, wenn man einen weiteren Angriff übersteht, der relativ. Ja, nicht unbedingt. Man will es dann versuchen. Jo. Perfekt, voll aufgeheilt. So muss das sein. So. Mal ganz kurz gucken. Ja, das sieht. Okay, kannst du mal direkt draußen lassen. Nee, Silbernaginat ist, glaube ich, ein bisschen besser. Da hat relativ viel Power drauf. So scheiß Fimbulwinter, hey. Ja, Ist doof, aber der Zauber muss weg, ging nicht anders. Kann ich ihn wieder heilen? Sakura vielleicht, wa? Fluchroute wäre auch, werden hier etwas für die Reichweite. Nein, sie hat das Herbstfest. Ist sie die einzige hier? Oh oh. Ich komme so auch nicht da. Ah, das gibt's einfach nicht. Na gut, Rettung wäre eine Option. Komm, du musst weg da. Ja, das ist ein bisschen doof, aber wer hätte sonst da retten sollen? So. Und sie noch dahin zum Ablocken, das müsste eigentlich ganz gut laufen. So, haben wir noch ein bisschen mehr Stärke. Also mit Rinke muss man überhaupt keine Sorgen machen. Ryoma müsste es eigentlich auch ganz gut aushalten. Nicht nur was hier die Stärke und so weiter betrifft, aber sieht sowieso ziemlich gut aus. Ja. Wenn wir sonst hier weitermachen, hier im Hinterhalt und im endgültigen Kampf gegen Hans, hoffentlich. Das will es mehr wieder in der nächsten Episode über Fire Emblem Fates zum Echtnis. Danke fürs Zusehen und ja, wie bereits erwähnt, wer davon schreiben können, wie ihr das seht bezüglich halt den nächsten Fire Emblem Fates Teil. Soll es Herrschaft sein, soll es Offenbarung sein, was hättet ihr lieber im nächsten Let's Play gesehen? Bis dahin, ciao zusammen!